1873, der deutsche Archäologe Schliemann entdeckt Troja. Troja befand sich auf einem Siedlungshügel an den Dardanellen. Der Siedlungshügel ist aufgeschichtet wie eine Torte. Es gibt 9 verschiedene Schichten bzw. Siedlungen auf dem Hügel. Die große Ebene war früher ein Meer bis vor die Tore Trojas, heute fruchtbares Schwemmland. Als Schliemann-Graben geht dieser 40 Meter lange und 20 Meter breite sowie 17 Meter tiefe Kanal in die Geschichte ein. Der Burgberg von Pergamon erhebt sich ca. 400 Meter über eine fruchtbare Ebene. Spuren erster Besiedlung stammen aus der Bronzezeit. Für das 6. Jahrhundert vor Christus belegen Funde griechischen Einfluss. In der Zeit 6. bis 4. Jahrhundert vor Christus erst lydische, dann persische Oberhoheit. Erst nach dem Tod Alexanders des Großen machte Pergamon Geschichte. 133 vor Christus fiel Pergamon an Rom. Das Athener-Heiligtum ist der älteste Tempel Pergamons. Das Hangtheater bot 10.000 Zuschauern Platz, hatte 78 Sitzreihen und überwand 36 Höhenmeter. Mächtige Gewölbekonstruktionen tragen die 65 x 70 Meter große Plattform des Traianeums. Der Pergamon-Altar war Zeus und Athena geweiht. Das Modell stammt aus dem Berliner Pergamon-Museum. Die 820 Meter lange Via Tecta bzw. Heilige Straße verband das Asklepieion mit dem Burgberg. Das Asklepion von Pergamon ist ein westlich von Pergamon gelegener Komplex, der dem griechischen Gott der Heilkunst Asklepios geweiht war. Die Rote Halle am Fuße des Akropolishügels von Pergamon zählt zu den größten römischen Anlagen in Kleinasien. Das Gebäude wurde von Kaiser Hadrian errichtet und den ägyptischen Göttern Isis und Serapis geweiht. Die Reise geht weiter nach Sardes, Pamukkale, Hierapolis und weiter. Siehe meine weiteren Reiseerzählungen auf YouTube, Reisevideos Glebowski.